Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pilzig. Und jetzt sind wir hier bei der Schokobo-Jockeys gelandet und der Mann fragt, bist du neu hier? Hi Joe. Hallo Esther, du bist schön wie immer. Danke. Darf ich bekannt machen? Das ist die Wolk. Das ist der Joe, einer von den besten Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Wolk. Wenn du zu der Esther gehörst, dann... Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit Endach hier und hat's schon hier rauf geschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast denn du geschafft? Entschuldigung, hier wird nicht nach der Vergangenheit gefragt. Sehr interessant, ich hab das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann bis später, Wolk. Oh, Schmierlappe-Alarm. Ich gucke mal noch das Schokobo. Momentchen. Wär nicht übermütig. Andere spielt keine Rolle mehr, wenn du erstmal im Rennen bist. Okay, der babbelt auch selber. Die sind so ein bisschen Fremde wie dich, können wir hier nicht besonders leiden. Materia Ramu. Die kann man nur hier in dem Moment kriegen. Nur hier ist es möglich, die Beschwörungsmateria Ramu zu kriegen. Und das ist immer das Element Blitz bzw. Wind. Ramu ist auch immer eine Bestia oder Esper, die als alter, weiser Mann dargestellt wird, der Blitz sauber macht. Das ist eine wunderbare Beschwörung, die man nur an der Stelle vom Spiel kriegen können. Wolk! Dankeschön, dass du gewartet hast. Das ist ein Schokobo, den ich selber trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Ah ja, ich spiele mal auf M-Reit. Wie war das noch einmal? Zuerst die Touchpad. Kann ich selber übernehmen, okay. Bla bla bla, das hat man in der letzten Episode noch. Und beschleunige mit Viereck, mit X Bremse. Und der Boost war, glaube ich, mit Kreis, genau. Okay, wir probieren es einfach mal. Das haben wir ja alles schon im letzten Teil gehabt. Jo, und Options dann. Okay, ja, danke, wir probieren es. Ich habe einen Gelber. Wir lassen jetzt erstmal so rennen. Ich mache das jetzt erstmal nur automatisch. Jetzt schalte ich mal um, jetzt bin ich selber mit dabei. Okay. Dann können wir überholen an der Stelle. So. Dann haben wir gleich. Sehr schön. Und jetzt schalten wir wieder auf automatisch, nachdem ich mal den ersten Platz gesichert habe. Falls es dann kritisch wird, kann ich hier immer noch wieder umschalten. Aber wir sparen erstmal ein bisschen Energie, glaube ich. Sonst schmiert uns der Schokobo noch ab. Oh, jetzt wird es aber echt kritisch wieder. Wir übernehmen wieder. Okay. Oh. Jetzt ist er total hinüber, der Schokobo. Okay, jetzt kann er nichts mehr. Jetzt sind wir... Ja, ganz ohne. Okay, wir müssen es nochmal. Pech. War schon in einer schwierigen Lage. Ich hole ein besseres Schokobo. Warte mal hier, ja? Mist. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das können wir dann im Verlauf vom Spiel auch ein paar Mal machen. Und zwar können wir hier auf der Schokobo-Farm Schokobos züchten. Und ich renne jetzt gerade nur so ein bisschen im Kreis, während ich das so erzähle. Da können wir diverse Schokobos züchten und können die auch beim Gold Saucer dann anmelden. Und können dort damit selber Rennen machen. Und ja, da können wir dann selber tolle Schokobos züchten und die dann als Renntiere antreten lassen. Okay, wieder einer, der nicht so leicht verliert. Naja. Ja, weiß ich, wie es geht. Dann viel Glück. Okay, wir probieren es noch einmal. Der Trick liegt, dass ich die Ausdauer nicht verhauen darf.
Deswegen lasse ich ihn jetzt mal bis zum Schluss relativ konstant und dann zum Schluss gebe ich nochmal Gas. Vielleicht ist das eine bessere Möglichkeit. Weil der hat nur seine Ausdauer tatsächlich nur den linken Balken und das kann nicht wieder aufgeladen werden. Das war mein Fehler am Anfang, glaube ich. Man muss also warten, bis die relativ ausgepowert sind, die anderen. Und immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Gas geben. Ja, der am Anfang, der ist schon wieder kurz vorm Abschmierer. Deswegen sollten wir uns vielleicht bei dem Knäuel da aufhalten. Und zum Schluss so richtig nochmal Gas geben. Juhu! Okay, wir sind Erster. Das macht ja schon ganz automatisch. Da muss ich ja auch nichts machen. Ihr seht so rechts unten im Bildschirm, dass da automatisch steht. Ja, da sichert sich doch schon seinen Platz. Ja. Und? Wir haben tatsächlich gewonnen. Wir sind Erster geworden, das automatisch, ohne dass ich irgendwas machen müsste. Sehr gut. Können wir es beenden? Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles bestens. Habe Trophäehalter in Kupfer. Schokoboss. Ach ja, der Besitzer hat mal gesagt, ich soll dir den Brief geben, falls gewünscht. Buh, wenn du den Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich hab von der Erbes über deinen erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wärst und dass ihr alle freigelassen werden. Ich hab auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, der Dio. Geschenk? Da klingelt das Telefonchen, das ist das PHS. Volk, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat uns einen Buggy für dich da gelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch die Wüste und Flüsse fahren. Gut, Volk, ich war draußen. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem den Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger und eine Buwe in deinem Alter haben. Warum besorgst du nicht sein Autogramm? Er scheint südlich vom Fluss nach Gonga gereist zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt also Abschied nimmer. Ja, na, wenn du jeder einen Rennschokobo hast, komm mal wieder vorbei. Ich kümmere mich um die Anmeldung und alles andere. Bis dann. Dankeschön, liebes Mädel. Alles klar, wir bleiben in der Gruppe. So fährst du den Buggy. Drücke X, um einzusteigen, drücke Kreis, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüste durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Yunnan vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Wenn das nichts ist, ihr liebe Leute, jetzt haben wir so ein geiles Ding. Da kommt er zwar nicht durch, aber durch sowas kommt der Buggy locker durch. Das ist doch was. So, jetzt gehen wir nochmal da hier. Steigen wir hier aus und gucken uns das hier mal an, was das ist. Ist da jemand? Oh, die Türker sind wieder da. Gut, welche gefällt denn dir? Warum so verlegen? Los, welche gefällt dir? Schiefer. Die ist okay. Aber arme Elena, sie und du... Nee, sie mag das Zeng. Ich hab hier keine Ahnung gehabt, aber Zeng mag die vom alten Volk. Worüber babbeln die? Total affig. Die sprechen dauernd darüber, wen sie mögen und wenn nicht. Aber der Zeng ist anders. Ah, oh nee. Die sind doof, die sind wirklich doof. Na, dann ist es soweit. Gut, mach's ihnen nicht leicht, auch wenn's Mädel sind. Keine Angst, ich mach das schon. Wir verlassen uns auf dich, ich bericht's in Zeng. Aha, ist eine Weile her. Jetzt müsst ihr dafür zahlen, was ihr im Sektor 7 getan habt. Aus dem Weg? Ich lass mich nicht gern zum Narren halten. So weit gehst du. Jetzt haben wir die zwei als Gegner. Wir sehen, der Root ist eher ein Bosskämpfer.
Ist eher ein Bosskämpfer, das ist ein dummes Gebabbel. Ist eher ein Faustkämpfer. Hier steht, Sarah, wir sollten mal alle Beschwörungen machen. Dass wir die zwei Buben richtig verwischen. Es macht nicht schlecht, schade. The Red kann leider nämlich selber. Und wir sollten noch stehlen, was zu stehlen ist. Ach ja, die getreue Shiva. Ich mag das eh total gern, diese Final Fantasy Beschwörungen. Ich finde das sehr, sehr klassisch, um ehrlich zu sein. Oh, die macht schon ein bisschen mehr Schade. Nix zu stehlen. Okay. Wir heilen uns nochmal alle. Also vom Reno kann ich nichts klauen. Ich glaube, die sind eingefroren. Die bewegen sich ja gerade nicht. Deswegen scheint es wohl auch durch Shiva noch zusätzlich eingefroren zu sein. Das kann hin und wieder halt auch passieren. So wie auch Ifrit Verbrennungen hervorrufen kann. So, wieder auf den. Und hat Root vielleicht was für uns? Nichts zu stehlen. Ne, das sind beides habe nichts. Obwohl sie von der Shinra Corporation sind, hätten sie nichts, die zwei. Schade, schade. Und weiter geht's. Auf dich. Und der Barret sollte machen. Wir ziehen uns zwar zurück, aber wir siegen immer noch. Okay, jetzt ist der Root dran. Der Reno hat sein Limit erreicht. Und was sagt er? Er guckt auf die Uhr und geht einfach ohne Worte. Ich mag den Root sowieso sehr gern. Der ist einfach so schweigsam und trotzdem sehr cool. Ich mag den total. Okay, es hat gereicht, dass Red Level 19 erreicht. Und wir kriegen den Märchenstab. Okay, jetzt sind sie fort. Ja, interessant, die haben tatsächlich auf uns gewartet. Sie sind uns gefolgt, aber das merkt man doch. Das bedeutet... Etwa ein Spion? Ne, niemals. Ich will nicht mal dran denken. Ich vertraue alle. Sicher? Ja, dass es irgendeinen wunderlichen Neue gab, der aus dem Nichts kam und nichts mit unserer Sache zu tun hat? Ich meine, ich will ja nicht spoilern, aber... ne? Ich meine ja nur... Ja, wir haben noch was gekriegt. Der Märchenstab. Das klingt mir stark noch. Stab für die... ja, für die Eris. Natürlich. Ja, ich mag euch ja auch nicht so sehr spoilern. Ich meine, jeder, der mir zuguckt und der das noch von früher kennt, der weiß natürlich sofort, was ich meine. Kimara-Wanze. Ja, der weiß das natürlich sofort. Aber ich will ja auch neue Zuschauer, die Final Fantasy vielleicht noch nicht gespielt haben, einfach nicht die Fred versauern. Und ich mag nicht, dass die Leute hier gespoilert werden von mir, gerade weil es so ein schönes Spiel ist. Und Spinnweben haben wir geklaut. Okay, die können auch den Effekt Stopp hervorrufen. Aber die haben die beide schon gefangen genommen. Da passiert jetzt nichts mehr mit ihrem Fangstrahl, Fangnetz. Ja, das können wir gern weitermachen bei dem, aber solange wir nicht auch noch der Red in den Zustand bringen, ist alles in Ordnung. Ach, ich liebe diese Kampfmusik jetzt mal ohne Scheiß. Gibt's dann Scenery-Musik beim Kampf auf runde-basierte Spiele als das hier? Jetzt mal ohne Witz. Okay, Eischlofer. Kann der auch nicht, wie es aussieht. Okay, Cloud ist wieder wach. Barret auch. Und jetzt geht die Rambazamba-Party los. Und... der Red Bed jetzt beendet, glaube ich. Ja, okay. Wunderbar. Und Barret hat sogar noch auf Level 19 gepackt. Sehr gut. Wo kommen wir dann hier? Oh. Da ist was nicht so richtig. Ich schalte mal die Zufallskämpfe aus, dass ich da näher tragen kann an das Ganze. Das war einmal ein Mako-Reaktor, wie es aussieht. Kaputter Reaktor. Oh. Oh, da kommt was.
Es ist Scarlet, Leiterin von der Shinra Waffeentwicklungslabore. Zusammen mit dem Zeng. Das dacht nix mehr. Aus schrottige Reaktoren kommt nur schrottige Materie. Der Reaktorfehlerzeiger. Ich suche noch Unmenge Materie. Hast du welche gesehen? Ne, hab ich nicht. Ich kümmere mich gleich drum. Bitte, wir könnten die ultimativ Waffbauer, wenn wir sie nur hätten. Ich kann's kaum abwarten. Seit der Hojo weg ist, kriegen die Entwickler immer mehr Geld. Ich beneide sie. Aber selbst wenn wir die perfekte Waffe herstellen könnten, wäre der Dappschädel Heidegger in der Lage, sie zu benutzen. Oh, Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass der Heidegger dein Chef war. Geh mal. Ja, das ist auch so affektiert, die Plumpskuh. Unmenge Materia. Ultimative Waffe? Perfekt Waffe? Was hat die Annelie nur vor? Okay. Relativ nutzloser Dialog, aber interessantes Nice to have, wenn man hier einfach mal unterwegs ist und einfach ach die Filmsequenz so mitnehmen mag. In dem Reaktor gibt es zwar leider nichts mehr, was wir mitnehmen könnten. Trotz allem finde ich das sehr interessant. So, ich denke jetzt aber ach nochmal. Wir sollten nur mal bei der Materia was checken. Ja, um das alle ist etwas schade. Warten mal, halte mal den Gaul an. Das kann ich noch aufmotzen. Ja, da habe ich sogar noch einer mehr. Das ist sehr geil. Dann machen wir das so. Und da packe ich noch den Ramuh mit rein. Gewitter macht der, ja. Wie ich es gesagt habe, in jedem Final Fantasy ist die Bestia bzw. Esper Ramuh immer für Gewitter zuständig. Beziehungsweise für den Blitzsauber als große Flächebeschwörung. Okay, dann geht's hier noch weiter. Und hier hätten wir noch die Materia Todesstoß. Was macht die Materia Todesstoß? Sie macht T-Stoß. Wer hätte es erwartet? Okay, hätten wir irgendwas, was wir vielleicht nicht so brauchen. Schlaf ist jetzt vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Dann geben wir Red doch einfach mal den Todesstoß. Wie schaut's hier aus? Ich habe jetzt einmal bewusst die Zufallskämpfer ausgeschaltet. Weil ich hier auch nochmal ein bisschen mich umgucken wollte. Als der Reaktor vor 3 Uhr explodiert ist, ist mein Mann dabei gestorben. Okay, wie schaut's denn hier aus? Da sehen wir den kaputten Reaktor und das Dorf. Kaputter Reaktor. Ja, das hat der Leid wohl auch die Lebensumstände erschwert. Du bist ein Reisender, warte mal das Funkel in deiner Aare. Bist du ein Soldat? Oh, du hast recht, weißt du nicht was über unseren Sohn? Er heißt Zack. Es ist fast 10 Uhr her, als er in die Stadt gezogen ist, weil er nicht mehr auf dem Land leben wollte. Als er gegangen ist, hat er gesagt, er wollte Soldat werden. Wisst ihr irgendwas von einem Soldat namens Zack? Ich weiß nicht. Und die Sequenz, ihr liebe Leute, Zack. Ich weiß nichts über den Mann, aber der Name kommt mir bekannt vor. Woher? Es ist unglaublich, dass er sich 10 Jahre lang nicht gemeldet hat, bis sie doch sei ältere. Hast du als Soldat jemals einen Mann namens Zack getroffen? Und das, ihr liebe Leute, ist noch etwas, was später wichtig wird. Also merken euch mal den Namen Zack. Ich mag jetzt nicht so sehr spoilern für diejenigen, die es noch nicht kennen. Und ja, wir belassen es einfach mal an der Stelle bei jeder, der es kennt, der weiß, was ich meine. Und alle, die es noch nicht kennen, denn will ich noch die Überraschung nicht verderben. An einem Tag hat es eine Explosion gegeben, weil ja viele gestorben sind. Das ist eine Geschichte. Okay. Und was hat er für Objekte zu bieten? Die 2 aus dem Kampf gegen den Dein hole ich mal wieder zurück. Ansonsten brauchen wir nichts Großartiges. Sobald man die Materia Genesung hat, ist eigentlich alles bestens, weil, ja, die ersetzt eigentlich hauptsächlich diese Kampf-Items, diese
Zauber und so weiter und so fort. Ich glaube, der hat auch nichts wirklich Interessantes zu erzählen. Schützt vor Schlaf, schützt vor Blind, schützt vor Gift, Gemüt plus 10, schützt vor Frosch und Zwerg. Automatische Tobsucht. Zaubermateria, Umnebelung. Und Zeit und Behandlung und Verwandlung. Umnebelung, das kennen wir noch nicht. Und Zeit kennen wir auch noch nicht. Deswegen ist es an der Zeit, Zeug zu verkaufen. Was machen wir dann? Tja. Das verwendet man eh kaum. Deswegen. Ich wollte aber noch was kaufen, halt. Ja, ich mag Zubehör kaufen. Und zwar würde ich ganz gerne Zeit kaufen. Und ich würde ganz gerne... Okay, Turbo Ether bringt dann so viel. Dann machen wir das so. Und ich mag noch Umnebelung. Okay, das geht wohl nicht. Na gut, dann müssen wir ein paar Phönixfedern verkaufen. Aber ich will noch Umnebelung kaufen. Einfach nur, damit wir es vollständig haben. Gerade mal gucken, was das Zeichen macht. Das macht Hast. Das heißt, das bringt uns schneller zum Kämpfer. Das ist auch nicht verkehrt als Unterstützung. Und das macht Psycho oder Tobsucht auf höherer Stufe. Na gut. Das brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Da würde ich sagen, der Barrett macht auf jeden Fall mal Zeit mit rein. Wiederbelebung will ich auf jeden Fall dabei haben. Das lassen wir jetzt Amos sein und machen Umnebelung hier rein. Das versetzt dann die Gegner in Tobsucht, glaube ich. Das mag ich aber noch hier reingehen. Was sagst du, Opa? Das ist Gongaga Village. Hier sind sehr viele Leute bei einer Makroreaktor-Explosion gestorben. Weißes Megafon. Und die Megafone, das sind die Waffe für Kite Sith. Brauchst du was? Nichts Bestimmtes. Ich hab mal nur deinen X-Trank geklaut, mein Lieber. Okay. Dann schalte ich wieder die Zufallskämpfe aus und gehe mal aus dem sehr deprimierenden Dorf hier raus. Und wieder hier. Und ich weiß nicht, was müssten jetzt als nächstes kommen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was als nächstes kommt. Nee, da wollte ich nicht hier. Ich bin mir nicht so sicher. Ich mag jetzt nochmal dort zum Buggy gehen. Weil ich mir nicht so sicher bin. Ich steige jetzt nochmal ein. Und mag mal gucken, wo es als nächstes hier geht. Ich glaube, desto könnte das nächste sein. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Ich gehe mal rein. Das ist hier. Hier ist niemand. Wir kommen später wieder. Okay. Das ist wohl jetzt nichts so Wichtiges gewesen fürs Erste. Und da hatten wir das hier. Und wie wir sehen, geht es hier noch weiter. Und nach hier können wir im Buggy noch Gegner treffen. Oh, was hat denn ihr für welcher? Der Bebschlag. Okay. Und der Red kann den Todesstoß benutzen. Wir verwenden jetzt mal Psycho auf den. Megaschlag. Wow. Wir probieren mal den Todesstoß. Okay, Psycho scheint in Verwirrung zu versetzen. Und Red soll jetzt mal den Todesstoß bei dem ersten ausprobieren. Ja, tatsächlich, es hat was gebracht. Barrett sollte trotzdem nochmal das auf ihn wirken. Wir probieren jetzt auch mal Eis 2. Ja, er ist verwirrt. Aber ich glaube, wenn er getroffen wird, dann dürfte er wieder normal sein. Ah nee, doch nicht, immer noch verwirrt. Und der Todesstoß scheint was zu bringen. Ja, wunderbar. Alle und Hitze ist um ein Level erhöht worden und wir haben den Kriegsgong noch gekriegt. Was zur Hölle macht der Kriegsgong? Dann haben wir noch den X-Trank, der stellt HP wieder her. Und wo ist denn der Gong? Kriegsgong. Alle Gegner erleiden Tobsucht.
So, ich mag die Folge aber noch beenden. Gleich. Deswegen mag ich erstmal dort hier, wo es uns als nächstes hier verschlagen wird. Und das wird hier sein. Das heißt, wir müssen hier durch den Wald. Ach ja, ich weiß, was als nächstes kommt. Das nächste Gebiet wird der Cosmo Canyon sein. Und ich steht Sache, bevor ich dort hier gehe, zum Cosmo Canyon, mache ich an der Stelle hier eine Speicherung. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Final Fantasy VII. Auf Pelziger, liebe Leute. Und dann kommt der Cosmo Canyon, wunderbares Gebiet, was ich sehr schön finde. Cosmo-Region. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen. Freuen euch schon drauf. Euer Yankee.